Wie schreibe ich ein Mindmap? Das ist das heutige Thema. Ich habe schon ein Mindmap ein bisschen vorbereitet. Was wichtig dabei ist, ist, dass in der Mitte ein Kreis ist. Kein ovalförmiges Kreis, auch kein Rechteck oder Quadrat. Es ist wichtig, dass es ein Kreis ist. Unsere Pupillen in den Augen sind ja auch rund, deshalb ist es wirklich wichtig, dass ein Kreis da ist, sodass das Gehirn das Mindmap absorbieren kann. Was auch noch wichtig ist, dass es keine linearen Striche im Mindmap sein sollen, sondern alle so ein bisschen eine Form haben. Denn das Gehirn akzeptiert die Formen besser als gerade Linien. Okay, hier habe ich das Mindmap ein bisschen vorbereitet. Das Thema ist, die soll in der Mitte sein. Warum Mindmapping? Da habe ich auch schon ein kleines Bild da reingezeichnet. Ein kleines Mindmap. So, das ist das Thema von diesem Mindmap heute, wo ich es auch gleichzeitig ein bisschen versuche euch zu zeigen, wie man ein Mindmap schreibt. Ich habe hier 8 Hauptzweige. Und auf diese Zweige schreiben wir jetzt hier auch die Hauptkategorien. Da habe ich dann vorher ein bisschen überlegt, welche Kategorien es sein können. Da habe ich mir überlegt, ist ein Hauptzweig, das kann gehirngerecht sein. Denn ein Mindmap ist immer gehirngerecht. Auf den Zweigen schreiben wir immer mit Großbuchstaben. Auch in der Mitte schreibt man immer mit Großbuchstaben. Erst die Abzweigungen hier, die kann man normal schreiben. Ne? Dann als zweite Kategorie, Hauptkategorie, habe ich Denktraining ausgesucht. Dritte ist Kreativität. Dann ein Mindmap ist zeitsparend. Und es ist auch schnell wiederholt. Hoppla. Jetzt habe ich schon. Auch mir kommt es vor, dass ich auf einmal in Kleinbuchstaben schreibe. Habe ich lieber mich so verbessert. Ihr könnt natürlich schöner schreiben. Dann ist ein Mindmap auch immer strukturiert. Und diesen Ast habe ich für Ergänzungen sein gelassen. Und der letzte Ast ist gedächtnisfreundlich. Gedächtnisfreundlich brauche ich nicht alles zu schreiben. Ne? So. Jetzt können wir überlegen, was wir zu jedem Ast, was fällt uns bei jedem Ast ein, gehirngerecht. Und zum Beispiel, wie ich vorher schon sagte, es soll keine gerade Linie sein, also nicht linear. Es ist auch wichtig, dass es hier im Querformat geschrieben wird. Also das Gehirn akzeptiert diese Form besser als diese zum Beispiel. Ja? Es werden beide Gehirnhälften
benutzt. Ja, beide Gehirnhälften. Und wir benutzen Farben und Bilder, die wirklich gehirngerecht sind. Okay, zum Denktraining, was fällt uns dabei ein? Also wir visualisieren. Das trainieren wir dabei. Was ich vorher gesagt habe, ich habe erst überlegt und dann wird geschrieben. Aber erst habe ich mir ausgedacht, was mache ich für Mindmap, welche Kategorien, was ist mir wichtig in diesem Thema und so weiter und was brauche ich für dieses Thema. Und wird das Verständnis wird verbessert, indem man es immer wieder anwendet. Zur Kreativität. Man kann so richtig seine Gedanken fliegen lassen. Gedanken fliegen lassen. Es ist ein vernetztes Denken. Das vernetzte Denken ist, kann man so vorstellen, das sind dann so zum Beispiel ist ein Netz. Unser Wissen fällt auf das Netz hier und vieles fällt dadurch, es wird dann vergessen. Aber dank der Struktur, durch die Struktur der Mindmaps, fällt viel weniger durch die Löcher in dem Netz. Das heißt, das Netz wird dichter und wir können uns viel mehr einprägen, als wenn wir normal, also traditionell lernen. Und es werden viele Gehirnbereiche aktiviert. Also nicht nur von jeder Seite, also 4 Hirnbereiche werden aktiviert. Zeitsparend. Was ein bisschen zeitsparend, weil es weniger Wiederholungen sind. Weniger Wiederholungen. Ich kürze das ein bisschen ab. Weniger Wiederholungen. Und wenn Wiederholungen sind, es werden schnellere Wiederholungen. Schnelle Wiederholungen. Das ist jetzt ein Mindmap. Um ein Mindmap zu wiederholen, braucht man vielleicht 3 bis 5 Minuten und dann weiß man es wieder. Und es sind weniger Wörter. Es sind weniger Wörter, man braucht keinen ganzen Text zu schreiben. So hat man, also eigentlich mit einem Wort kann man fast ein Buch schreiben. Mit jedem von diesen Wörtern kann man ein Buch schreiben. Deshalb sind die Schlüsselwörter wichtiger, als wenn man einen ganzen Text dafür schreibt. Okay, im schnellen Wiederholen, da gibt es den Wiederholungsstempel. Jemand, der wirklich systematisch wiederholen möchte, der macht ein Mindmap, dann am selben Tag wiederholt er es, das heißt, er liest es nochmals für 3-5 Minuten, dann am nächsten Tag wiederholt er es nochmal, dann nach 3 Tagen, dann nach einer Woche, dann nach 3 Wochen und dann nach einem Monat, dann nach 3 Monaten und dann nach einem Jahr. So
wenn wir diesen Stempel haben, können wir diesen Stempel hinter das Mindmap drauf machen und dann können wir die Datumen richtig draufschreiben und da können wir die Datumen auch auf unserem Telefon speichern, um richtig zu wiederholen. Und weil es schnell wiederholt werden kann, gibt es auch schnelle Lernerfolge. Das ist sehr wichtig, denn so hat man immer mehr Lust zu lernen. Strukturiert. Also strukturiert, das ist übersichtlich, auch wenn ich vielleicht meine Schrift nicht gut lesen könnte, aber es ist trotzdem übersichtlich. Und das Thema ist immer in der Mitte. Das Thema ist immer in der Mitte. Das heißt, man schweift nicht so wirklich ab. Man bleibt immer beim Thema, denn das Thema ist immer in der Mitte. Man sieht das immer. Egal wie man schreibt, man sieht das Thema immer in der Mitte und so bleibt man immer im roten Faden. So, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgeschrieben. Ich habe zur Gedächtnisfreudigkeit noch geschrieben, dass beide Gehirngehälften aktiv sind dabei. Die Schlüsselwörter sind sehr, sehr, sehr gedächtnisfreundlich. Denn dank eines Schlüsselwortes kann man sich fast ein ganzes Buch merken, sozusagen. Und dann, wie bei der gehirngerechten Freundlichkeit, sind es auch die Farben und die Bilder, die dazu verhelfen, sich vieles einzuprägen. So, wenn jetzt der Mindmap dann sozusagen fertig geschrieben ist, dann fehlen noch die Bilder. Ich habe hier schon 3 Bilder schon gemacht. Ein Bild ist hier, das Mindmap, das Netz. Und hier habe ich auch die 2 Gehirnhälften schon gezeichnet. Sie können auch Bilder aus dem Internet nehmen und die hier raufkleben. Und wenn Sie das schon vorbereitet haben, dann brauchen Sie nur noch jeden Ast einzeln auszumalen, jeden Ast in einer anderen Farbe. Auch das Zentrum sollen Sie auch schön ausmalen, dass es wirklich gut aussieht. Und dann ist das Mindmap schon fertig. Dann können Sie schon damit richtig arbeiten. Sie haben das schon eingeprägt, indem Sie es geschrieben haben. Und jetzt brauchen Sie eigentlich nur noch zu wiederholen. Also im Prinzip mit dem Wiederholungsstempel zum Beispiel. Ja. Und das wär's dann. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video.